Chevre, was macht man? Bei mir scheint die Sonne und es ist schon Freitag. Das heißt, alles in Ordnung und Zeit zu rekordieren an neuem Episode. Lass mir hören ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch. Die Woche kommt vor der 12. August, eine wichtige Datum in der jiddischen Kultur. Jedes Jahr in der Zeit ermahnen wir die sowjetischen Jiden, was seinen der Harget geworden, dem 12. August 1952. Die Nacht hat die sowjetische Macht ermordet 13 jiddische Persönlichkeiten in der Moskwa-Twiser Lubjanik. Wer seien gewesen die 13 Menschen? Ein paar von sie seien gewesen berühmte jiddische Schreiber. David Bergelson, David Hofstein, Peretz Makisch, Itzik Pfeffer und Leib Kvitko. Der Fall ruft man die Nacht oft die Nacht von die hingerichter Dichter. Aber die anderen Menschen seien gewesen Journalisten, Akteuren, Wissenschaftler, Kulturtours und politische Tours. Die alle 13 Menschen seien gewesen Mitglieder von einem jiddischen antifaschistischen Komitee, was der sowjetische Regime hat geschaffen im Februar 1942. In der Zeit von der Zweiten Weltmilchome hat die sowjetische Macht gedarft Hilfe von Jiden in Ausland, finanzieller und politische Hilfe zu führen Milchome gegen die Nazis. Auf Stalins Befehl hat man gegründet dem Komitee, was hat geschickt Delegations in England und Amerika zu schaffen Geld. Aber nach der Milchome ist Stalins Antisemitismus zurückgekommen. Er hat gemeint, als die jiddische Kultur ist eine Sakone. In 1948 hat man der Harget der Vorsitzender von dem Komitee, Shloime Michals, in ein Autoaccident und arrestiert andere Mitglieder. Demalt hat man euch liquidiert alle jiddische Kulturinstitutionen in Sowjetenverband und arrestiert als Sach andere Jiden. Die arrestierten Menschen seien gesessen jahrelang in Twisse. Man hat sie ausgefragt und gepeinigt. Man hat gesagt, als die Menschen seien Spionen, als sie seien nicht getreu. Es ist gewesen ein Prozess, aber der Prozess ist gewesen im Ganzen beschuldigt, ein falscher, gemachter Prozess. Man hat alle vermischt zum Tod. Dem 12. August 1952 hat man erschossen 13 Menschen, aber man hat nicht gewusst, was ist geschehen bis Jahre später. Seine Mischpoches haben nicht gewusst, was ist geschehen mit sie. Wir gedenken die Schreiber, die Tours. Nicht nur die 13 Menschen vom Komitee hat Stalin erharget. Er hat gewollt erhargenen die ganze jiddische Kultur in Sowjetenverband. Über der Welt führt man an Andenkprogrammen lekovat dem 12. August. In Kalifornien, in Russland, in Paris und auch da in Melbourne. Gewöhnlich ruft man aus die Namen von die umgebrachten Jiden und man zündet an lichtlich. Und weiter lehnt man Lieder.
ist, wir wollen endigen unser Episode mit zitieren Chotsch dem Sof von einem Lied von Peretz Makischen. Das Lied heißt Shin Michals, ein Ner Tomid beim Ohren. Ein Ner Tomid ist ein Licht, was brennt auf ewig. Und ein Ohren ist, wo man legt a Teute. Und das Lied hat Markisch vorgelehnt bei Michals Ohren, auf der Levaya. Sehr ein heldischer Akt. Er hat vorgelehnt das Lied und ermahnt sein Chaber Michals. Wir wollen ermahnen, die alle Kedoshim von jüdischen Volk in Sowjetenverband. Der Vorhang lässt sich nicht herab. Nicht vor dem Teut schließen die Augen deine, sich a Zinde zuschauen. Es wird ador a ganze, trocken, stolz, dein Gob, wie du von Volk, die goldene Jerusche. Gehst nicht weg von uns, dringst in uns tiefer noch herein, mit Seitigkeit beladen, wie es dringt unter der Warmkeit von Sonn, der Som herein in aufgeweckten Boden. Wir wollen mehr nicht anklappen in Tier von Arbeitszimmer deinem, der sehen dein Profil, nur ohne Klapp hereingehen wollen wir in Herz in deins, was ist für jeden offen. Was hat zu allem belangt, wie sie belangt die Sonne, die Berg und Tollen. Und weiter, mit den Träumen von unser Land, in der Heich wie auf a goldener Gondale. Ich hoffe, als ihr hat genug gehabt von unserer Episode. Ich will stellen Verbindungen in einem Transkript und ich will euch stellen eine Übersetzung auf Englisch zu was ich hab gelernt von einem Lied von Peretz Makischen. Als ihr wollt weiter lernen wegen die sowjetischen Schreiber, sehr ein interessanter Kapitel in unserer Geschichte, aber ja, erwarte eine treurige. Aber lass mir ermahnen, nicht nur, wie sie seien gestorben, aber auch, wie sie haben gelebt und geschrieben. Bis wir treffen sich wieder, seid gesund und stark.